Maus mit dem Schlitzohr. Es ist Winter. Die Erde im Garten ist nass und kalt. Die schönen Herbstblätter unter den Bäumen haben ihre Farbe verloren. Sie sind nur noch braun und nass und zusammengeklebt. Die Mäuse, die sich im Laub versteckt haben und dort ihren Wintervorrat gesucht haben, sind jetzt unter der Erde verschwunden. Nur die kleine Maus mit dem Schlitzohr. Sie ist eben einmal an einem Stacheldraht hängen geblieben. Nur die kleine Maus ist vorgekommen und sagt, ich will jetzt eine Hausmaus werden. Ich gehe zu den Menschen. Dort ist es sicher warm und gemütlich. Die haben doch ganz viel zu essen. Das habe ich durchs Fenster durchgesehen. Die Maus mit dem Schlitzohr zügelt also ins Menschenhaus. Die uralte Grossmuttermaus ruft nach hinten rein. «Pass auf, wegen der Katze, die ist noch viel gefährlicher als der Stacheldraht.» Und der Mausgrossvater sagt mit seiner tiefen Stimme, pass auf, Menschen, die sind noch viel gefährlicher als die Katze.» Die Maus mit dem Schlitzohr kumpelt schon durchs offene Kellerfenster ins Menschenhaus hinein. Sie hat nicht recht gehört, was die anderen gesagt haben. Jetzt fängt für die Maus mit dem Schlitzohr ein wunderbares Leben an. Sie hat einen ganzen Keller für sich. Die Katze nämlich, die wohnt nur im Haus oben, bei den Leuten. Sie frisst in der Küche, sie schläft auf den Menschenbetten, sie schläft durchs Katzentürli bei der Haustür raus und hier. Im Keller aber steht ein grosser alter Küchentisch. Auf dem Küchentisch liegen etwa 10 Kuchenbleche. Und auf diesen Kuchenblech hat es frisch backene Guetzli. Zimtstern, Lebkuchen, Vanillegipfeli, Mailänderli, Krebeli, Spitzbuben, Schokiherzli. Einfach alles, was die Menschen von dem Haus backen haben. Ja, sie sind richtige Künstler im Backen. Die Frau, der Mann und die Kinder. Jedes Jahr schenken sie allen ihren Freunden und Verwandten Guetzli schenken. Ja, darum haben sie so früh angefangen und haben so viel Guetzli gemacht. Die Maus mit dem Schlitzohr kaffelt zuerst ein bisschen von einem Lebkuchen ab. Der Lebkuchen hat die Form von einem Tannenbaum. Oh, ist der fein? Ist der Lebkuchen Stern echt auch so gut? Auch von dem muss die Maus ein Säckchen abbissen. Dann probiert sie schön der Reihe nach Zimtstern, Vanillegipfeli, Krebeli. Überall kaffelt sie ein Säckchen ab. Mit der Zeit wird die Maus aber müde vom so viel Fressen. Am Rand von einem Blech schlüpft sie unter das Backpapier. Das Papier ist wie eine Decke und die Maus schläft ein. Wo die Frau von dem Haus spät am Abend in den Keller runtersteigt, um vor dem Schlafen nochmal die guten Sachen, die sie gemacht hat, anzuschauen, ist sie froh. Ja, sie sieht die Maus nicht. Sie sieht auch die angebissenen Ecken der Guetzli nicht. Das Licht im Keller ist eben nicht gut und die Brille, die ist oben auf dem Stubentisch. In den nächsten Tagen frisst die Maus mit dem Schlitzohr weiter. Gleich sind fast alle Guetzli angebissen. Nur die Zimtstern nicht. Die hat die Maus nicht so gern. Und jeden Abend schläft jetzt die Maus auf dem alten Holztisch im Keller unter der Papierdecke ein. Und jeden Abend kommt die Frau von dem Haus in den Keller runter. Jeden Abend staunet sie über ihre schönen Guetzli und merkt nichts. Drei Tage vor der Weihnacht steigen dann alle Menschen vom Haus mit einer grossen Lampe Kellerstege durch ab. Sie bringen schöne Körbe und Schachteln mit. Alles ist mit Sternen aus Goldpapier oder mit kleinen Tannenzweigli dekoriert. Also richtig für Weihnachtsgeschenke. Alle freuen sich, weil sie jetzt die Guetzli-Geschenke parat machen wollen. Im hellen Licht der grossen Lampe liegen alle Guetzli-Sorten in geraden Reihen auf diesen Blech. Aber plötzlich gibt es einen ganz hohen und lauten Schrei im Keller. Der ganze Keller ist voll von dem Schrei. Das ist die Frau, die so gäusset.
Gleich darauf runter fangen auch die Kinder an rumzukreien und rufen: «Wir haben das nicht gemacht, nicht mehr, nicht mehr!» Der Vater schüttelt den Kopf. Er nimmt den Lebkuchen in die Hand, schaut ihn ganz genau an und sagt: «Ja, das sind Nagetiere gsi. Nage.» Er hat noch nicht fertig geredet. Da fängt das Papier auf dem Blech an zu krosen. Der Geiss von der Frau vorig hat die Maus aufgeweckt. Die Maus treppelt jetzt mit ihren kurzen Beinen im Zickzack über den ganzen Tisch hin und schaut die Menschen mit ihren kugeligen Augen an. Die Maus hat Angst. «Ja, die hat ja Schlitzohr», sagt eines der Kinder. «Die gefällt mir», sagt ein anderes Kind. «Wenn wir die nicht behalten, die werden unsere Hausmaus.» Und schnell wird die Maus Schlitzohr gepackt und in eine Kartonschachtel eingesetzt. Über ihr geht ein Deckel zu. Nachher macht jemand Löcher in den Deckel. Ja, so kann das Müsli schnaufen. Es wird Stege aufgetragen und es weiss, jetzt bin ich gefangen. In einer kleinen, viereckigen Schachtel gefangen. Ich bin nicht mehr frei. Habe keine Blätter mehr. Kein Mausloch im Garten. Keine Mausengrossmama und kein Mausgrossvater. Dafür ist da jetzt eine dicke, schwarze Katze, die neben der Schachtel sitzt und nur darauf wartet, dass sie dieser Schachtel einen Schupf geben kann. Dann kippt sie um und geht auf. Die Maus hat Angst. Nichts weder Angst. Am Abend wird es ziemlich still im Haus. Die Maus merkt, dass nur noch einer der Menschen wach ist, mitten in der Nacht. Sie hört seine schweren Schritte. Wahrscheinlich ist das der Vater. Die Schritte kommen näher. Die Mausenschachtel gewackelt. Jemand trägt sie fort. Die Haustür wird aufgemacht. Kalte Luft kommt durch die Löcher in die Schachtel hinein. Und jetzt macht der Mann die Schachtel auf. Das Schlitzohr sieht mit seinen Kugelaugen das Gesicht vom Vater gerade über sich. Jetzt drüllt der Mann die Schachtel einfach um und die Maus fällt mit 2 Purzelbäumen am Boden. «Hau ab, du kleines Nagetier, hau ab, sonst frisst dich die Katze!» Der Mann lacht. Maus Schlitzohr saust davon. Zum Salatbett, zum Gartenbank, zum Krisebaum. Zickzack, zickzack, bis es den Eingang der Maushöhle findet und ganz, ganz schnell kann hineinschleifen zur uralten Grossmuttermaus. Die ist noch wach und hat die ganze Zeit nur auf ihr Schlitzohr gewartet. «Rund bist du geworden», sagt die alte Maus und sie lacht. «Fast so rund wie die Menschen. Du wärst bei einem Haar im Gang der Höhle stecken geblieben.» Schlitzohr ist so müde und so durcheinander, dass es gar nicht mehr erzählen mag. Und gleich schläft es neben seiner Grossmutter ein.